Hat mal Gott dir gesagt, etwas zu tun? Hast du mal eine Berufung von Gott empfangen in deinem Leben? Bist du mal in einem Ort gestanden, wo du Gott sagst, was, ich? Nein. Ich weiss, keine Ahnung, wo fange ich mit dem an? Was soll ich da machen? Kennt ihr die Bibelstelle in Isaiah? Herr, da bin ich. Schick mir. Kennt ihr die Bibelstelle? Here I am, Lord, send me. Am meisten von uns sagen, Gott ruft und sagt, Herr, da bin ich. Sende meinen Bruder. Schick meine Schwester. Sie macht es viel besser. Hier bin ich, Herr. Er geht. Du siehst jetzt schon bei uns. Awesome. Wir fangen mit einer neuen Predigtserie. Find raus, Gottes Plan für dich. Ich freue mich, mit euch den Weg zusammenzugehen. Was ist meine Berufung? Wozu hat Gott mich gerufen? Ihr seht schon die erste Folie da. Wenn wir von der Berufung reden, ich werde am Anfang mit dem anfangen. Es gibt 3 Berufungen, die wir Christen haben. Der erste ist ein ewiger Ruf, ewige Berufung. Den hast du, den habe ich. Der ändert sich nie. Der hat angefangen an dem Tag, wo du dich entschieden hast, ich will mit Jesus leben. Ich will dir Jesus nachfolgen. Ich gehe ihm nach. Ich will zu seiner Familie gehören. Ich will mit ihm eine Beziehung pflegen. Diese Berufung ist ewig. Er hat auf der Erde angefangen, wird in Ewigkeit im Himmel weitergehen. Hört nicht auf, geht noch weiter. Lass uns geschwind die Bibelstelle schauen. Darf ich noch die nächste Folie haben, dann komme ich nochmal zurück an diese Folie. In Markus Kapitel 3, Vers 14, Jesus ruft seinen Jünger, die 12, und er sagt, und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Aber das ist die erste Berufung. Sie sollten ständig bei ihm sein. Kann man nochmal auf die erste Folie gehen? Die ewige Berufung ist eine ganz persönliche, intime Beziehung mit Gott durch Jesus. Wir sind alle berufen als Christ, eine Beziehung mit Gott pflegen. Diese Berufung ändert sich nie. Du kannst dich gut miteinander jetzt anfangen auseinandersetzen. Weil in der Ewigkeit alle anderen gehen weg. Aber der bleibt. Auch in der Ewigkeit, auch im Himmel werden wir ständig mit Jesus sein. Werden wir ständig ihn geniessen, ihn neu erkennen, kennenlernen. Ihm neu entdecken, erleben, spüren, sehen. Ich freue mich auf diesen Tag. Wenn ich jeden Tag, jede Minute etwas neu vom Himmel sehe, von Jesus, von Gott, an dem Wow-Moment. Wow, ach, so bist du. Und das fängt nicht im Himmel, fängt in der Erde. Das ist ewige Berufung. Zu dem sage ich etwas kurz. Viele von uns, wir beschäftigen uns oft mit allen anderen Sachen und wir vergessen die ewige Berufung. Wenn Beziehung mit Gott stimmt, wenn Intimität und persönliche Gemeinschaft mit Jesus da ist, dann folgt alles anders nach. Dann kannst du deine Berufung finden. Wenn der Erste nicht da ist, heraufsuchen, was dein Auftrag, was deine Berufung im Leben ist. Bringt nichts. Die zweite Berufung ist eine generelle Berufung in der Bibel. Die generelle Berufung ist die Bibelstelle, wo Gott hat uns alle gegeben. Zum Beispiel, Wort Gottes ruft uns, heilig sein, gerecht sein, gut tun, das Botschaft weitergeben, verkunden. Wir sind alle berufen, Jesus nachfolgen und seine Botschaft weitergeben. Sag als Mami, wo du es deinen Kindern weitergibst, als Papi, der der Familie weitergibst, in der Schule gibst Wort Gottes weiter, beim Arbeiten, im Alltag. Das ist unsere Berufung. Unsere Berufung, generelle Berufung ist heilig sein.
Ist generell. Ist für alle von uns stimmt. So, ewige Berufung, generelle Berufung. Ewig stimmt für uns alle. Kommt mit? Weil ich habe heute viele Punkte. Ich hoffe, ihr könnt mitkommen. So, ewig, alle Beziehung mit Gott. Wenn wir da kurz kommen, wenn wir da zu wenig Acht geben, kann man alles anders vergessen. Macht keinen Sinn mehr. So, erst ständig bei ihm bleiben. 2. Generell stimmt für alle. Die Bibel ist voll mit genereller Berufung, die für uns alle als Gläubige zählt. Das 3. ist temporäre Berufung. Es ist eine Berufung, aber heute werde ich es Auftrag nennen. Einfach macht unser Leben viel einfacher. Auftrag ist halt etwas kurzfristig. Das temporäre Auftrag kann sein ein von der Dienst, Prophet, vielfältige Dienst. Prophet, Lehr, Apostel, Evangelist. Oder andere Berufungen. Es kann eine Zeit haben, wo du in dem wachst. Temporär kann es ist auf die Erde. Es hört irgendwann dann auf. Im Himmel bist du kein Pastor mehr. Das freut mich. Ist anstrengend. Und viele von euch denken, ja, weißt du, Brina als Pastorin, du hast eine Berufung, du hast einen Auftrag. Oder alle, die in der Kirche dienen, oder Gemeindeleitung, oder die in der Lobpreis sind, sie haben irgendwann eine Berufung von Gott empfangen. Im gewissen Dienst reinstehen, aber für mich. Ich meine, für die in der Kirche arbeiten, sie haben sicher eine Berufung. Aber jeder von uns hat einen Auftrag. Der Auftrag kann sich ändern. Der Auftrag kann wachsen. Der Auftrag kann bleiben und in dem kannst du noch andere Aufträge haben. Der kann sich vielfältig ausbreiten. Auftrag ist anders. Und die Tendenz ist, wir beschäftigen uns so fest mit unseren Aufträgen als in den ersten 2. Die ewige Berufung, mit Jesus zusammen sein und die generelle Berufung. Vor allem, wenn wir jung sind. Was kann ich mir leisten? Was kann ich machen? Was kann ich tun? Was kann ich bringen? Und wir vernachlässigen. Braucht das fair am Anfang, ich denke. Vernachlässigen die alle anderen. Okay, jetzt ist die Frage, weißt du, was dein temporärer Auftrag ist? Weißt du, was deine Berufung ist im Leben? Vielleicht du weißt schon, vielleicht du lebst schon in dieser Berufung. Awesome. Wie kannst du das fordern? Wie kannst du in dem wachsen? Wie kannst du auch noch mehr von dem erleben, dass es auch noch grosser wird? Vielleicht bist du da und sagst, nein, ich habe keine Ahnung, was meine Berufung ist. Doch, ich habe gewusst, ich habe es gemacht, aber ich glaube, ich bin in einer Phase vom Leben, wo der Auftrag sich ändert. Wo der Auftrag geht auf eine andere Richtung. Und ich weiss noch, wie kann ich das herausfinden? Wie kann ich wissen, was will Gott von mir? Oder ich habe den Auftrag, ich bin Pastorin, aber ich spüre, dass Gott ruft mich auch besonders machen, gerade in dem Moment. Ich weiss nicht, ist es richtig, ist es nicht richtig? Wie soll ich mit dem umgehen? In dieser Predigtserie werden wir alles schauen. Die nächsten 3 Punkte, kommen nochmal Punkte, nachher kommen nochmal Punkte. Ich kann ja fotografieren, dann daheim kann ich nochmal durchschauen. Du kannst deine Berufung erkennen, in der Berufung, die Gott dir gegeben hat, wachsen durch diese 3 Punkte. In dem, dass du Gott kennenlernst. Um Berufung herauszufinden, du brauchst Kenntnis von Gott. Das Kenntnis von Gott führt zu dem, dass du dich selber kennst. Kenntnis von dir selber. Nicht, was du denkst, wer du bist. Nicht die Illusionen, Fantasie, was du für dich gebaut hast. Nicht das Selbst, so wie du willst, dass andere dich sehen und wahrnehmen, sondern wer bist du wirklich? Und wie kannst du das herausfinden? Wer bin ich? Kannst du nur herausfinden, wenn du Gott schaust. Weil du bist in Ebenbild Gottes geschafft. Er hat dich geschafft in seinem Bild. Er sagt, wer du bist. Nicht deine Eltern, nicht die Gesellschaft. Niemand darf sagen, wer du bist, außer Gott.
Er kennt dich durch und durch. Er kennt deine Schwächen, er kennt deine Stärke. Er weiß, was du kannst nicht machen. Er kennt dich. Er darf sagen, wer du bist. So, du kennst Gott, du wirst dich selber kennenlernen und ein Kenntnis von dem Gab. Nächste Woche Hermann wird ein bisschen tiefer in diesem Gabbereich hineingehen. Kenntnis von Berufung. Was ist wirklich eine Berufung? Wie kann ich das besser verstehen? Das machen wir nächste Woche. Heute bleiben wir bei den ersten zwei. Kenntnis von Gott und das Kenntnis von mir. Es gibt kein tiefes Erkennen Gottes ohne ein tiefes Erkennen von sich selbst. Und kein tiefes Erkennen von sich selbst ohne ein tiefes Erkennen von Gott. Von Calvin. Du kannst dich nicht kennenlernen, wenn du Gott nicht kennenlernst. Kannst. Aber bist du der wahre Ich? Ich möchte euch, damit ihr das besser verstehen und könnt nachvollziehen, wie funktioniert das? Wie geht es sich? Gott kennenlernen, mich kennenlernen, Gott kennenlernen. Die Mathematik ist ein bisschen schwierig da. Es ist schön, es ist eine schöne Theologie, aber praktisch, wie sieht es aus? Damit ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, ich möchte euch gerne im Leben von Petrus mitnehmen. Wie hat das in Petrus in seinem Leben ausgesehen? Jesus ruft Petrus an. In der Lukas Kapitel 5 steht geschrieben, Jesus geht nach Galiläa. Jesus war ein Zimmermann, Petrus ist ein Fischermann. Gestern habe ich erfahren, du darfst nicht mehr Fischermann sagen, sondern du musst sagen Fischer sein. Petrus ist Fischermann, Jesus ist ein Zimmermann. So, Jesus als Zimmermann geht zu Petrus und sagt, du Petrus, es ist schon morgen fertig gewesen. Alle, die mal gefischt haben, wissen, die beste Zeit zum Fischen ist gegen Morgen. Vor dem Sonnenaufgang. Weil, wenn es ein bisschen dunkel ist und der Sonnenaufgang kommt, die Fische kommen alle auf den Surface, so da oben, wo ein bisschen Licht ist. Und wenn die Sonne scheint, sie gehen alle eben. Dann ist es schwieriger zum Fischen. Wenn nicht, dann weisst du etwas jetzt. Das ist nicht der Fokus vom Predigt, gell? Nicht so heimgehst dann während dem Mittagessen und sagst, hey, ja, für Fische kommen auf, jetzt Google noch schauen. Du kannst es gerne machen, aber das ist nicht der Fokus vom Predigt. Ein Zimmermann sagt an Petrus, geh wieder fischen. Und Petrus sagt, Jesus, aber wir haben die ganze Nacht versucht, wir haben nichts können, wo eigentlich der Peak, der höhere Punkt ist, die beste Zeit zum Fischen, haben wir gemacht. Es ist nichts rausgekommen. Aber gut, du bist ein Lehrer, vorher sind Lehrer noch gehört, und dann ist ein Rabbi, und du machst es Respekt gegenüber Rabbi, der keine Ahnung hat von Fischen, der weiß nicht, was er redet. Geht rein, anfangen zum Fischen und haben eine grosse Menge Fisch erhalten. Als der Petrus die grosse Menge Fisch sah, geht er zu Jesus auf sein Knie. Und er sagt Jesus, im Lukas 5, Vers 8, als Simon Petrus das sah, kniet er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hätten. Darf ich das nächste Bild haben? Was ist jetzt passiert? Petrus Jesus hat nicht gekannt, haben alle auf Messias gewartet, jetzt hat er ihn gesehen. Was hat er von Jesus gelernt? Der Mann, er ist mächtig, er ist der erwartende Messiah. Er ist der, wo wir auf ihn gewartet haben. Wir sehen das in Matthäus, Kapitel 4. Er sagt das an andere. Der ist ein Messiah. Auf ihn haben wir gewartet. Er ist heilig. Er kann anders tun als ich. Was ist sein Bild von Jesus?
da ist er. Ein anderes Bild vom Zimmermann, plötzlich Messiah. Was passiert bei sich? Petrus. Er nimmt einen Schritt zurück, geht auf die Knie, er merkt, wer ich bin. Wenn du der heilige Messiah bist, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht heilig. Ich bin nicht würdig. Ich darf nicht in deiner Gegenwart stehen. Und das allererste, was passiert mit uns, wenn ich darf sagen, ein bisschen, oder mit mir als dummer Mensch, wenn ich merke, wie heilig Gott ist, das erste Reaktion ist, geh weg von mir. Geh weg. Du bist heilig. Du bist mächtig. Hast du mal Jesus gesehen? Ich würde mir wünschen, dass wir mal Jesus sehen. Mein Vater hat Jesus gesehen. Er ist da hinten. Im Gefängnis. Die erste Reaktion, er hat Jesus gesehen, in Einzelhaftzimmer, im Gefängnis. Die erste Reaktion, er geht rein. Jesus ist heilig. Gefängnis ist dreckig. Und dreckig ist schön gesagt. Gestunken. Voll mit Insekten. Und die erste Reaktion, Jesus, geh weg. Das ist nicht der Platz für dich. Du bist heilig, da ist nicht. Geh bitte weg. Das ist jetzt mein Kreuz. Ich trage das. Das ist unsere erste Reaktion. Geh weg. Ich bin nicht gut genug. Und Jesus lädt uns ein. Ich bin heilig und ich mache dich heilig. Jesus hat meinem Papa gesagt, Viktor, komm rein. Ich bin schon lange da gewesen, ich habe auf dich gewartet. Komm rein. Wir machen das miteinander. Der heilige Gott, wo wenn er sich scheint, wenn er zu uns kommt, du siehst ihn, du siehst dich selber. Macht das ein bisschen Sinn? Du hast Jesus erkannt, dadurch hast du dich selber erkannt. Wer bin ich? Ich bin ein Sünder. Okay. Wenn du es noch nicht kapiert hast, lass uns das zweite anschauen. Das zweite, verschiedene Punkte, aber ich nehme nur 4. Zweite, Petrus begegnet Jesus beim Gehen auf dem Wasser. Wir kennen die Geschichte. Er läuft auf Wasser, Jesus läuft auf Wasser, der Petrus schreit, wenn du wirklich Jesus bist, dann du kannst sagen, ich soll auf Wasser kommen. Und ich will es machen. Und Jesus sagt, komm. Okay. Petrus läuft auf Wasser, was passiert? Kommt Wind, hat er Angst und dann seine Reaktion. Matthäus 14, Vers 30. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und heilte ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn. So, Petrus am Anfang, stolz. Wenn du Jesus bist, kann ich sagen, und ich, der Leiter von allen anderen, ich laufe auf dem Wasser. Ich meine, der einzige Mann, der auf Wasser gelaufen ist. Jesus, ja. Aber niemand anderes, kein Mensch ist auf Wasser gelaufen. Ohne Magie, oder? Petrus. Der hat sich gewagt. Ich meine, was für ein mutiger Mensch. Aber was er denkt, hey, ich kann Mut. Ich weiß es, ich kann es zeigen an alle anderen. Und plötzlich, was passiert? Wind kommt, Angst kommt, Zweifel kommt. Er fängt an zu singen. Was lehrt das uns? Er schaut Jesus an. Er merkt, was für ein Gott ist er, dass sogar Natur hört auf ihn. Dass sogar er kann Wind und Meer befehlen. Er kann Wunder wirken. Was für ein Mensch, dass alle, nicht nur Menschen und Krankheiten, sondern auch Natur, los auf ihm. Was hat das an Petrus zeigt über sein Leben, wer er ist. Ich bin ängstlich, ich verzweifle, ich habe ein falsches Selbstbild von mir. Ich habe gedacht, ich kann, aber kann ich noch nicht.
Ich muss lernen loslassen. Ich muss lernen ihm vertrauen. Er weiß es gut. Ich kann ihm vertrauen. Ich kann auf ihn zählen. Er rettet mich, wenn ich brauche. Er ist gerade da, wenn ich sinke. Sein Arm ist nicht zu kurz. Er wird immer bei mir sein. Ich kann loslassen. Ich kann vertrauen. Nächste. Petrus, nach dem Abendmahl, Jesus sagt in der Abendmahl, du wirst mich 3-mal verleugnen. Ich, der Petrus. Du weißt mit wem du redest, ha? Der Petrus. Ich dich verleugne. Ich zeige dir, ich habe ein Schwert da, ich werde alle schneiden. Jetzt kommt eine Zeit. Im Lukas 22. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne den Mann gar nicht. Kurz danach schaute ihn jemand anderes an und sagte, du musst auch einer von ihnen sein. Nein, sagte Petrus, das stimmt nicht. Etwa 1 Stunde später behauptete ein Dritter, natürlich war der auch mit ihm zusammen. Jetzt bin ich voll anderer Akzent. Er ist ja auch ein Galiläer. Aber Petrus, warte ab. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Mensch, hey. In diesem Augenblick, noch während Petrus redete, krähte der Hahn. Krähte. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Autsch. Puh. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm sagte hatte. Bevor der Hahn heute krähte, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, bitterlich zu weinen. Wer ist Jesus da? Er ist ein Wahrsager. Er ist ein Prophet. Er kennt die Zukunft. Sein Wort ist Ja und Amen. Sein Wort ist Wahrheit. Und noch schlimmer, er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Ich habe gedacht, ich schaffe es. Ich habe gedacht, ich bin stark genug, um alles anderes zu widerstehen. Ich bin so leidenschaftlich. Somit, das Wort gibt nicht auf Deutsch. Auf Englisch heißt Zeal, zealous. Eifrig, kann man sagen. Ich hätte gedacht, ich würde, aber er kennt mich besser, als ich mich kenne. Ich bin schwächer, als ich gedacht habe. Ich hätte ihm glauben sollen. Ich hätte sollen zuhören, weil er weiß, ich kann ihm vertrauen. Am Schluss, Jesus ist auferstanden. Petrus, was macht er wieder? Er hat einen Auftrag, er hat eine Berufung im Leben. Er geht zurück zum Fischen. Mit allen anderen Jungen gehen zurück zu Fischen, dann zum allerletzten Mal. Jesus trifft ihn wieder am See vom Galiläa. Das erste und das letzte. Beim Fischen, nochmal beim Fischen. Das erste Mal Jesus hat gesagt, du wirst ein Fischermann. Und das zweite Mal, Auftrag, kommt nochmal. Es ist eine Reise. Jesus trifft ihn und fängt ihn verhören. Sagt, als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sagen kann. Er steckt in der Tinte. Sagt man auf Deutsch? Like, he's in trouble. Okay. Steckt in der Tinte. Gut. Google, Hilfe. Wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Wieso? Weil erstens, er sagt nur mehr Petrus. Er nennt ihn Simon. Zweitens, er kommt mit den Nachnamen. Alle anderen Jünger. Er ist in trouble. Simon ben Johannes. Liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer. Sagte Jesus,
Jesus wiederholte die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihm zum 3. Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge meine Schafe, sagte Jesus. Bevor ich weitergehe, was passiert? Allerletztes Mal. Was erlebt Petrus, was sieht Petrus von Jesus? Was für ein Bild hat er jetzt von Jesus? Er hat mich vergeben. Er ist gnädig. Er ruft mich. Er liebt mich. Was sieht er für sich selber? Ich kann das Wort kann ich nicht auf Deutsch sagen. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe alles schlecht gemacht, was ich konnte. Und trotzdem ruft er mich. Ich kann ihm vertrauen. Ich bin bereit, alles zu geben für ihn. Weil er hat alles gegeben für mich. Und trotzdem, dass ich ihm im Stich gelassen habe, trotzdem, dass ich ihn verlassen habe, trotzdem, dass ich bin nicht gestanden beim Kreuz, ich habe Angst gehabt, ich bin weggerannt. Er kommt. Er ist mit mir. Er ruft mich wieder an. Er bestätigt mich. Ich habe ihn 3 Mal verleugnet. Er hat mich 3 Mal bestätigt. Ich bin weggelaufen und er ist mir nachgekommen. Ihm kann ich folgen. Ich bin nicht treu gewesen. Er ist gnädig. Ich werde alles geben. Er ist gut. Und ich weiß etwas in der Zukunft, auch wenn ich Fehler mache, er ist gnädig. Er bleibt mir bei. Er wird mir gnädig sein. Vergeben. Barmherzig mit mir umgehen. Und dann kommt weiter. Ich muss dir noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, um ein anderer wie dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm, komm, folge mir. Allererst Mal, wenn Jesus Petrus gesehen hat, am See Galilee, ein junger Mann, seine 20, 39 Alter, sind alle mega jung gewesen, sagt Petrus, folg mir. Es hat eine Reise gebraucht von 3 Jahren mit Jesus, wo Petrus hat ständig Jesus gesehen und sich gesehen. Jesus kennenlernen, sich selber kennenlernen. Wissen, ich bin niemand ohne ihn. Ich kann nicht ohne ihn. Wer bin ich? In Jesus. Alle anderen sagen, du bist ein Fischermann, du bist gut, du bist fähig, du kannst das und das gut machen. Aber Jesus hat mir gelernt, wenn ich ihn nachfolge, ich werde viel mehr, viel grosser. Das, was ich mir nie vorgestellt habe, in ihm bin ich fähig. In Jesus bin ich mächtig. In Jesus kann ich, mag ich, werde ich, weil er kann. Am Schluss, Jesus sagt das genau Gleiche. Folg mir. Aber jetzt ist die 3 Jahre vorbei. Jetzt hat er es ihm schon gekannt, schon gesehen. Der folgt mir ist anders als der erste folgt mir. Der folgt mir hat geheißen, du wirst sterben für mich. Petrus, bist du bereit für mich zu sterben? Wenn Jesus würde dich heute begegnen und sagen, bist du bereit für mich zu sterben? Du wirst in 30 Jahren brutal
ermordet. Was würdest du Jesus sagen? Ja, vielleicht hätte er sagen, ja, wir sind geistliche Christen. Sicher. Halleluja, Amen, Jesus. Aber stell dir vor, an Petrus würde Jesus sagen, du stirbst von Anfang an. An den ersten Moment, hi Jesus, folg mir nach, du sollst sterben. Ich glaube, Petrus wird nie Jesus nachfolgen. So wahrscheinlich du und ich hätten auch nicht gemacht. Würde man heute nicht machen. Aber diese Challenge, dieser Ruf kommt erst danach, als Petrus hat gelernt, wer er ist, was er sagt und wieso. Wenn du Gott kennenlernst, und das ist nicht in einem Tag, das ist eine Reise. Und ich habe gesagt, ewige Berufung ist das, was Petrus gelebt hat. Indem er Gott kennengelernt hat, dann hat er sich selber kennengelernt. Du kannst viel persönliche Tests machen. Du kannst wachsen, oder kannst eine Maske auf dein Gesicht tun, oder kannst tun, als ob du wärst jemand anderes. Aber mein geliebter Geschwister, du kannst dich nicht kennenlernen, wenn du Gott nicht kennst. Wenn du nicht Gott fragst, wer bin ich in deinem Auge? Was sagst du, wer bin ich? Und du kannst nicht in dem Berufung wachsen, wo Gott dir gerufen hat. Den Auftrag wahrnehmen, wenn du nicht mit ihm bist und durch ihn dich selber siehst. Und dann auch dich selber sehen heisst, dich annimmst, so wie du bist. Mit deiner Schwäche, mit deiner Stärke. Der Petrus hat sehr gut merken, dass er ist schwach. Er hat Angst. Er verzweifelt. Er macht Fehler. Das ist okay. Das ist okay. In dem hinein hat er lernen, Gott vertrauen. Ihm abhängig bleiben. Mit ihm wachsen. Mit ihm nächsten Schritte gehen. Ein Schritt nach dem anderen. Mit ihm zusammen. Und er hat aufgehört, die Maske zu tragen von allen anderen Jüngern, sondern hat angefangen, ehrlich, transparent, Jesus nachfolgen. Wir haben ein Gebetsteam da. Ich bin da. Was du heute machen kannst, ist, wenn du möchtest, besser dich selber kennenlernen, kannst du zu uns ein Gebet. Was wir machen, ist das. Wir fragen Gott, Vater, wer sagst du, die Person ist? Wie siehst du ihn? Wie siehst du sie? Was sagst du? Und ich kann dir sagen, es ist heilend, ermutigend, motivierend, auferbauend, tröstend, wenn wir herausfinden, wer bin ich im Gottes Auge. Das ist der wahre Ich, der wahre Selbst. Das ist der erste Schritt von allen anderen Predigten, die kommen. Wenn du gerne wissen, wo meine Berufung ist, fang mit dem an. Wer bin ich in Gott? Wer ist er in meinem Leben? Ich werde dich ermutigen, im Gebet einsteigen, während dem Lobpreis. Wir werden auf meiner rechten Seite, auf eurer linken Seite stehen. Ich komme auch zum Gebet. Darf ich den Music-Team auf der Bühne bitte? Ja. Wenn du nicht zum Gebet kommst, dann frag Gott selber, was sagst du, wer ich bin? Ja, kannst du. Herr, bring mich in Situationen, damit ich dich kennenlernen kann, damit ich mich kennenlernen kann. Es wird herausfordernd, aber es wird gut. Es wird gut, weil dann kann ich wachsen. Nimm es zum Anspruch. Amen.